Die Familie Birchler aus Einsiedeln ist mit ihrer Braun-Swiss Farm in Züchterkreisen dafür bekannt, dass sie ganze Arbeit leistet. Und so verwundert es nicht, dass die drei Männer eine genaue Vorstellung davon hatten, was für Eigenschaften der neue Storti-Futtermischwagen haben muss. Eine Besonderheit: die 12 Kubik fassende Maschine wird elektrisch angetrieben. Also erstens, wir wollten keinen Traktor laufen diese Zeit. Man braucht wieder ein Fahrzeug mehr. Dann auch, man ist wendiger, weil man hat doch nicht so viel Platz da drin. Man muss nur hin und her. Im Traktor kann man vielleicht wieder etwas abfahren oder Abgas im Stall rein. Für die Kühe alles ist es auch nicht so gesund. Und vor allem im Winter, das kalte Wetter, jedes Mal den kalten Motor starten. Ja, und daraus ist ein selbstfahrender Elektrofuttermischwagen entstanden. Der Führerstand mit der Steuerung und der ganzen Antriebstechnik ist eine Eigenkonstruktion von der Odermatt Landmaschinen AG und verbindet sich nahtlos mit einem Storti Akita MT120 Horizontalmischwagen. Entsprechend der Firmenphilosophie von Storti ist die ganze Technik auf Dauerhaftigkeit ausgelegt. Ein wichtiges Kriterium für das Birchlers ist das Fassungsvermögen. Was uns wichtig ist, dass wir einen Tag eine Mischung machen können. Im Alten haben wir 2 gebraucht, oder, weil er zu klein war. Für uns war es einfach wichtig, einen zu befüllen. Und gerade weil der Vater und der Sohn Gerald für die Viehzucht viel unterwegs sind, liefern diese Maschinen die benötigte Flexibilität im Arbeitsalltag. Wir schaffen den Ring dazu. Es kann jemand mal ein Kind befüllen. Und auch dieser Aspekt kommt nicht zu kurz. Es ist alles auf Sicherheit aufgebaut bei dem. Rundum hat es Totmannschalter. Ja, und als Besonderheit: Mal zum Fahren, man muss auf einer Liste stehen, dass es überhaupt fährt. Und dann muss eine reibungslose Stromzufuhr gewährleistet sein. Also uns war wichtig, dass das Kabel aufgerollt wird. Auf einer Rolle, das sieht man dann nachher beim Fahren. Dass man nicht irgendwie das Kabel auszehrt, die Abfahrt. Ja, und die genaue Manövrierbarkeit muss bei diesen Platzverhältnissen vorhanden sein. Und wir wollten ja mit dem Steuerrad, dass nicht einfach mit dem Hydraulikventil links oder rechts steuern, weil Kollegen von mir haben zum Teil fertig. Ja, schiessen wir viel schneller noch rein. Der Auswurf macht der Storti in dem klassischen Anbindestall beidseitig vor die Futterkröpfe. In die Krippe haben wir ihn nicht wollen, weil wir eine Anbindung haben. So können wir individuell jeder Kuh ein bisschen mehr, ein bisschen weniger geben. Die gebrauchte Leistung kann individuell geregelt werden. Ein Amperemeter gibt Auskunft über die verfügbare Stromstärke. Dank einer geschickt gewählten Übersetzung kommt man bis Birchlers auch bei einem Mischgewicht von 1,5 Tonnen nie ans Limit. Um die Energiekosten tief zu halten, fährt man hier diese Strategie. Wir machen viel Arbeiten mit Nachtstrom. Befüllen, die Mischung machen, alles tun wir eigentlich mit Nachtstrom. Das ist auch ein Kriterium. Und so wird das Futterrösten erst recht mit dem kürzlich erworbenen Hängedrehkran buchstäblich zum Kinderspiel. Die Birchlers sind auf alle Fälle mit dem hydraulischen Elektrofuttermischwagen, der voll und ganz ihren Vorstellungen und Wünschen entspricht, restlos zufrieden. Beeindruckt sind sie auch vom hohen Konstruktionsstandard der robusten Führerplattform, die hier Industriestandard erreicht.